Madame Minister, die Damen und Herren, werte Ehregäste, bienvenue so eine Streit zu Schöffling, an unserem Herzsportiv, ein Gemeng mit einer Geschichte rundherum der Eisener Stahlindustrie, eine Wirtschaft, die von ihrer Schmelz gelebt wird, eine Communität, die auch an den Jahren vom Zweiten Weltkrieg durch Resistenz und Streik den Weg an die Geschichtsbücher vom Land gefunden hat. Ein Gemeng, die sich an den letzten Jahren immens verändert hat und das quasi auf allen Niveauen, infrastrukturell, soziologisch, ökonomisch, urbanistisch, demografisch, aber über all die Jahre von Evolution, von Veränderung, von Erneuerung, vom Wandel, das vieles trotz allem zurückgeblieben. Schöffling, immer noch eine Ortschaft von Madeneen, ein Gemeng so mit natürlichem Charme, mit flotten Neckar, mit Naturzonen, ein Gemeng auch von der Konvivialität, vom Verstehst du mich, von der Toleranz und von der Solidarität. Schöffling haut, das sind 12.000 Einwohner von über 100 verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Für rund 20 Jahre liegen wir bei 6.000, 7.000 Einwohner. Am Laufe von den Jahren haben viele Mitbürger zu Schöffling in Haus eng Heimisch gefunden. Der Wachstum von unserer Population liegt bei über 4%. Der Landesdurchschnitt als Talschen davon, so kann ich sagen, dass Schöffling über all die letzten Jahre am Bereich vom Logement seine Hausaufgaben mehr wie erledigt hat, mit einerseits positiven und natürlich auch minder positiven Konsequenzen. Ich will auch sagen, über die letzten 50 Jahre waren immer im Politiker an der Responsabilität, die sich in die vielen die Notwendigkeiten von der Zeit gestaltet haben, die vieles und Trulle brücht tun, ob Luling, Frisch, Stein oder Schreiner, für sie saloppe so zu nennen. Schöffling, das sind haut 1200 Kanner am Enseignement fundamental. Schöffling, das sind haut über 100 aktive Vereine im Bereich vom Sport, von der Kultur und der Freizeit. Das sind, oder das alles sind als Pilier vom Zusammenleben an einer Gemeng, die immer nicht so den Blick auf die Schönheiten von der Natur, von der Umwelt, von der Mattwelt gerichtet wird. Und sie froh, mit vielen anderen als Bürgermeister für das Gemeng, für das Mattbürger zu schaffen und sich weiterhin zu engagieren. Die Damen und Herren, ich kann nur noch vieles über Schöffling erzählen. Das ist am Herzen von der Minat-Region ein Gemeng, die vom Bauerndorf, als wir das früher genannt, auch haut so und leid nach, wenn sie an den Zentrum von Schöffling gehen, ich gehe an Dorf abkaufen, zu einer Gemeng, zu einer urbaner Gemeng, mit Industriezonen, mit flotten Infrastrukturen, mit neuen Wohnquartieren, die das alles als Schöffling, aber auch ein Gemeng, die haut fertig bräuchte in der Champions League, von denen Gemenge mitzuspielen, die den Development durable an der europäischen Champions League, von denen Gemenge mitzuspielen, die den Development durable groß schreiben, die den Natur- und den Umweltschutz und damit eben noch den Klimaschutz zu enger Priorität deklariert und entwickelt tun. Nicht einfach so aus dem Nichts, nein, durch intensiv Nachdenken und durch resolut agieren. Das ist das Resultat von vielen, die über die letzten Jahre mit Herz und Seele, mit Engagement wollen, sich dafür angesagt haben und dafür geschafft haben. Und ich will Ihnen von dieser Platz aus unseren Respekt, unsere Merci und unsere Anerkennung ausdrücken. Die Damen und Herren, es sind Land, meine sind den Himmel, meine Elemente sind Bäume, als Natur sind Tiere. Es sind nicht für die Natur zu dominieren oder zu exploitieren. Nein, ich bin Teil von der Natur. Ich will leben. Das Sagesse Etienne vom Indianer Chief John Kuhn sieht vieles. Genau du weinst immer auch haut hei. Es geht darum, sich bewusst zu sein, welche Geschenke, welche Schönheiten, welche Diversitäten die Natur uns eigentlich schenkt und für uns auch parat hält. An all das schenkt uns Natur irgendein Wunder, einfach so. Wir gesinnet nicht immer, allerdings sollen wir uns immer nicht Bewusstsein und versichern, das Wunder zu erkennen und noch zu verstehen, ja, zu protegieren. Auch diese notdenkliche Gedanken, auch diese Überlegung vom Chief John Kuhn, a famous Indian tuba player, steht am Musikbuch John, the Chief of the Reservation in Montana. Das ist mein Lieblings-Etüdebuch für Bass-Tuba, schon einmal gezählt. Es sind nicht einfach nicht mehr fasziniert, wie aus dem Buch zu proben. Ich lese noch immer gerne die kleinen Texte, die bei all den Etüden-Elementen stehen, die den musikalischen Sinn und Philosophie von dem Stück herauskristallisieren. An den Aufruf als klar: wir sollen das Leben genießen. Wir müssen allerdings bei allem, was wir machen, den Blick für die Natur und die Umwelt aufrechterhalten.
Wir brauchen eine gesunde Natur. Wir brauchen für gesund zu sein, etwas für zu essen, etwas für zu trinken und zu atmen. Und ein gesunder Mensch geht nicht nur durch eine gesunde Natur auf einer gesunden Erde. Auch das ist ein These vom Chief John Kuhn, die eigentlich auch als Appell ist, für, dass er sich für den Development durable soll stark machen. Die Damen und Herren, wir wissen alle, dass der Klimaschutz kein Luxus ist, mehr eine Notwendigkeit. Für unsere wunderbare Welt zu protegieren, für unsere Natur zu präservieren. Klimaschutz haut für nur eng Floskel vielleicht, eng salopp Plattitüd, keinesfalls. Es besteht Handlungsbedarf, haut handeln für nur. Nach einem Slogan, den allerdings auch die Stroß hält. Klimazukunft hängt bei jeder Einzelnen an. Klimazukunft ist auch eine Aufgabe von an andere Gemengen. Natürlich muss jeder Einzelne zum Klimaschutz kontribuieren. Das entbindet Politik, aber nicht von der Responsabilität, entsprechend Konditionkadre zu setzen oder an Wehr zu leiten. Und so als Leute, als Mitbürger zu sensibilisieren, zu motivieren, ja eigentlich zu incitieren, mit auf die Weg zu gehen. Du schließt nicht die international, die europäisch und auch die Nationalpolitik gleichermaßen mit an. Sie sind all gefroht, sie sind all gefordert. An diesem Prozess soll kein Abseits stehen. Reellement oder im Prinzip hat die klimapolitische Debatte an den 90er Jahren angefangen an Assanter hier, Gott sei Dank, am Bewusstsein an der Conscience von den Leuten stark gewusst. Über Naturschutz, Umweltschutz eben für Klimaschutz dann zu developieren. Über die letzten 30 Jahre als an eiser Gemeng froh iwwer an den Ersatz für Natur, Umwelt der Klimaschutz immer nees ganz groß geschrieben gin. Wir waren die echt Gemeng mit engem Energie- und Umweltbüro in Service, den iwwer die letzten Jahre viel Impulse geliefert huet, a viel Mesuren op Chin gesagt huet, war der Katalysator neben eisen Umweltkommissionen noch eisen Klimateamaktivitäten. Wir hun auch mit dem Nelly Steiner, mit dem Roland Schreiner zwei Bürgermeister gehabt, die wirklich große Responsabilität, mit viel Willen und Konsequenz Hand mit ugepackt und zusammen mit ihren Membern aus dem Gemengen Schäferrot für als Gemeng umweltorientiert Gemengepolitik an Wehr zu leiten. An sich, alles wie hat sich dafür an den letzten 30, 35 Jahren als Politik von Natur über den Umwelt zu einer Politik von der Durabilität entwickelt. Ich meine, dass wir heute zu Schöffling sind, das Gemeinde Schöffling als Pilotprojekt ausgesehen, als wir das, was wir heute präsentieren, leidet auch daran begründet an der Erbestände, vier Erbestände, die seinerzeit von Bürgermeister Nelly Steiner, besonders von meinem Kollegen, dem ehre Bürgermeister Roland Schreiner an Wehr gelegt gesehen. 2015 sind wir als echt urban Gemeinde mit dem Energy Award zertifiziert. Du siehst danach den Preis, den wir da gekriegt haben. An der Leuchtturmprojekt war damals die Renaturierung von der Urzicht, wo man sozusagen den CO2-Speicher par excellence realisiert haben. Als Erfolge für Klimaschutz, die Reduktion von Verkehr innerorts, als Energiespurinitiativen, als Reduktion von den CO2-Emissionen, die dem Einzelnen nicht weit genug gehen, haben als allerdings 2019 eine Zertifizierung auch am Gold assuriert. Auch da haben wir das Bildchen durchstehen, was uns das ausgewiesen wird. Wir schaffen daran, auch wenn es nach einer weiten Weg ist, ein klimaneutral Gemeng, also als klimaneutral Gemeng willen zu developieren. Nicht zu vergessen, dass wir auch der Climate Star kriegt eine Auszeichnung von einem europäischen Reso auch für Klimaschutz an diesem Bereich von den Bemühungen am Unfall, an der Unfallgestion. Wir haben nicht gepackt, den Dreck an der Schweizer Pubel von bald 200 Kilo pro Einwohner pro Jahr auf 130 Kilo pro Einwohner pro Jahr zu drücken, mit diesem Ziel, der Covid hat also ein bisschen Strich durch Rechnung gemäht, mit dem Ziel, dass wir unter 100 Kilo wollen kommen. Ist so, und das nicht nicht. Am Kader vom Klimapakt 2.0, den lo steht, haben wir uns das Jahr auch zertifizieren gelassen und sind auch belohnt gehen. Nicht mehr spät wie nächste Woche fahren wir auf Ravensburg, wo als Gemeng ein dritte Kehr mit dem European Energy Award am Gold ausgezeichnet Ginas an 2000 Gemengen, die sich über die letzten Jahre am Energy Award auszeichnen, gelos haben, spielen wir dann an der Top 10 mit. Wir sind auf der 8. Platz realisiert, auch da das nicht. Die Damen und Herren, ich denke, all die Erfahrungen und Engagementen sind den Auslöser, dass wir selektioniert sind, für die Pilotprojekt Gemeng 2030 mitzustellen. Und da hat man einen Blick auf die Agenda 2030 von den Nations Unies und eben auch den Plan National für Développement Durable von der Regierung. Haut am Blickpunkt dafür stehen die Resultate,
die an einer direkten Relation mit unserer Gemeinde stehen, wo sozusagen ein Inventaire, eine Analyse gemacht wird von allen Champs d'Action, die de loin et de près mit einer Durabilität zu dienen. Das reduziert sich nicht nur auf Diversität von der Natur, das reduziert sich nicht nur auf Umwelt- und Naturschutzfragen, aber das geht wesentlich mehr weit. Wir sind eine Gemeinde, die Solidarität nach Banden an der Welt weist. Wir haben ein ganz engagiertes Fairtrade-Team, wir haben eine ganz engagierte Equipe rund um eine Aktion, die du heißt Schöffling hilft. Wir haben seit über 20 Jahren eine Beschäftigungsinitiative laufen, wo ich auch sagen kann, dass Solidarität nach Banden an der Welt sind. Und wir sind noch bemüht am Design for All, wo du vielleicht Mann mit Durabilität zu dienen, aber Durabilität an den Infrastrukturen, für du auch als Mann, als Frau zu stellen. Auch am Betreiben von den Kanner-Aktivitäten, die formelle und nonformelle Bildung als vieles mehr werden wir heute Mitten eine Reihe von heute Morgen eigentlich eine Reihe von Elementen präsentieren. Es war eine arbeitsintensive Aufgabe, die man nicht allein gemacht haben, wo ich all denen Merci sagen, die hier engagiert waren, auch die Leute, die als Katalysator gelten für all die Aktionen und Initiativen, die uns dazu gefordert haben, dass wir gemacht haben. Und ich will stellvertretend für sie alle Guren als früheren oder aktuellen früheren Umwelt- und Klimaschutzbüro, die Guy Spanier, mit all den Benevolen aus den Teams, Klimateam und so weiter, auf hier werden. Nur das wieder von der Bienvenue an ein paar Reflexionen rund um dem Thema sprangen wir dann noch bei den Ordre du Jour. Wir sind heute zusammengekommen für effektiv von der Madame Carole Diesbusch, Minister am Environnement, an Klima und Développement durable, nach ein Reis für zu feiern, okay, was aus den Développement durable 2030 für dann ausschließend von der Madame Margit Kuhnen zu hören, Nachhaltigkeit an den Gemengen, weil das die Checklist, die du abgestaltet hast, ausschließend wird als ein echter Chef, den Albert Kalmes, dem ich auch eine ganz große Merci ausschwätze für alles, was er rundherum das Nachhaltigkeitstag gemäht wird. Hier präsentiert dann ein bisschen, wie man das transportiert an als eigen Gemeng. Wir haben wirklich eine Analyse gemäht von unseren Aktivitäten. Wir haben Schwachstellen und Stärkstellen analysiert und wir haben Lohn-UT am Grab für Stärkstellen auszubauen, für Schwachstellen zu verbessern und so weiter. Hier geht es sicherlich darum. Anschließend habe ich darauf gehalten, dass ein Ehrenbürgermeister, den Roland Schreiner, auch ein paar Worte zu uns dazu, weil ich meine, von all den Aktivitäten, die über die 20, 25 letzte Jahre gemäht gesehen, wohin über 15 Jahre Bürgermeister war, als viel Merit ihm zu schreiben. Und anschließend geht dann als Präsident vom Civicol, den Herr Emil Eicher, ob die Rolle von den Gemengen an dem Bereich la mise en œuvre vom Dokument Gemengen 2030. Voilà, das ist ein chargiertes Programm. Merci für das Nulausteren. Ich will mit einem Satz zum John Kuhn, dem Chief, aufschließen. Alles, was wir machen, alles, was rundherum alles geschieht, steht in Relationen, das ein zu dem anderen, steht in Relation mit den einen und noch zu den. Merci für das Nulausteren. Madame Minister, ich genieße da gerne das Wort. Vielmals merci, Herr Bürgermeister, neben der Walmerskirche, dass die feierte Karriere ganz kurzer Zeit, wohl 2 Monate, der Janera Gemeng darf, mit dir zusammen etwas Positives präsentieren, und zwar für ein nachhaltig, ein klimafreundlich, aber für allem auch eine inklusive Zukunft. Weil ich meine, wenn dir just ganz inspirierend wieder benutzt hat von einem Chief, den über die Verbindung zwischen Mensch und Natur eine neue Verbindung schätzt, dann ist es Mengen an einer Zeit, wo ganz viel gedeelt wird, wo ganz viel gegen den anderen ist. Das Wichtigste ist, dass wir als Kräfte bündeln und alle Gute, jeder einzeln auf seinem Niveau mitmachen, für moderne Helden zu sehen, weil wenn der Literatur guckt, dann die Hudle just Musik, Literatur, da schwätzen wir ganz oft von Heldengeschichten. Und ein Held geht nicht dann, wenn ihn Sofa sitzt, ein Held, den kriegen die viel Gestalt, da rafft er sich ab, rappt sich ab, kämpft und er gewinnt ihn. Am meistens wird das gut. Und Spengen, das ist ein bisschen das muss man wollen, das machen wir zusammen. Und sehr für Klimaschutz,
Sie wird das Marken an unserer Gesellschaft vergessen. Sie wird aber auch eine nachhaltige ökonomische Entwicklung, die dazu gehört, weil wir auch künftige Generationen müssen Arbeitsplätze garantieren. Sie wird, weil wir müssen als Basis dafür erhalten, weil wir keine Arbeitsplätze auf einem Planet kriegen, den nicht geht, wo man nicht an die planetäre Grenze schaffen, das heißt, wo man nicht eine gute Natur haben, die als Nahrungsmittel liefert, wo man nicht proper Wasser haben, für zu trinken, aber wo das Klima so therapiert, dass man permanent an Unsicherheit leben. Ich meine, das ist der Essenz von dem, wo wir als responsable Politiker alle Guten drauf schaffen. Und damit sage ich merci, dass der Reise auf dem allerersten Nachhaltigkeitstag Umsetzung Agenda 2030 heute zu Schöffling begrüßt. Und ich bin auch immens froh, dass nicht nur dir, Ihre Chefrat, Ihr Gemeindepräsident ist, wie auch der Präsident vom Civic-Hall und Ihren Ehrenburgmeister, mir auch mit dem Deputy Maire und dann natürlich ganz viele Gemengeresponsable, aber auch Leute am Terrain, die ich berodend tätig sind, seit Jahren für die Nachhaltigkeit an ihre jeweiligen Kompetenzen, der Essenz von dem, was wir zu schaffen, wir zu all Jahr kämpfen. Und du begrüßen ich natürlich Mitarbeiter von all den Bereichen, sie wird am Auffall, Berodungs-, aber auch auf meinem Minister, die natürlich morgen noch mal auftreten, weil das just gemeinsam, wenn wir und Fred können man Premier op Glasgow zuvor für die Eröffnung von der nächsten Weltklimakonferenz, wo man dann an der nächsten Woche, an der Woche drauf werden, ganz viel kämpfen, für das auch künftige Generationen wirklich können auf Frieden und der Sicherheit leben. Und das gelingt das nicht mehr, wenn wir auf 1,5 Grad bleiben, mit das den internationalen Level, wo wir eine große Kader haben. Dann haben wir heute Lützeburg gemeinsam mit diesem Parlament, mit den Debatten, die wir da hatten, die letzten Jahre ganz viel geschafft, die Regierung, Parlament, für eine gute Kader zu schaffen. Sie wird mit einem Klimagesetz, sie wird mit einem Nachhaltigkeitsplan, sie wird mit den Strategien, die an sich an den einzelnen Bereichen sind, oder eben auch mit Instrumenten, die wir als Ginn haben, wie Klimapakt 2.0, die just für den Sommer gestimmt gehen, also wo ich immens froh sind, dass heute schon schmengen sie mittlerweile 99 Gemengen erschrieben haben. Sie wird ein Naturpakt, wo man schon auch über 70 Gemengen haben, die wollen mitmachen. Und das weist mir, dass Lützeburg wirklich wild weiter Vierräder sind. Wir sind das einzige Land in ganz Europa, wo allgemein Klimaschutzmänner, wo man so eine hohe Densität, und die sieht eng davon, die hat den Klimastern, die sieht ausgezeichnet gehen, wo man so eine hohe Densität von wirklich substanziellem Engagement haben am Bereich von der Nachhaltigkeit. Mit das geht über den Klimaschutz raus, die hat die Bereiche erwähnt. Wir haben 17 Nachhaltigkeitsziele, wo ich selber die Chance hatte, dabei zu sein. So Margi, wer doch hier sitzt, zu New York, wie die 2015, da hat man die Präsidenz, das war ein immenser Moment, wie dezidiert ging, dass man die 17 Nachhaltigkeitsziele umsetzen wollen. Und für wer das der Menge sehr wichtig. Wenn der Theorien von einem Brockström oder so anguckt, wo nicht gerade alles auf dem Niveau, wir sehen, wir müssen als Basis erhalten. Ich meine, das war auch das, was dir, Herr Burgmeister, gesagt hat. Wir brauchen eine intakte Natur, ein gutes Klima, das sind planetäre Grenzen. Aber die brauchen wir, und da muss man für eine mehr gerechte Gesellschaft kämpfen, gegen Armut. Und ich meine, das ist genau das Flott bei den Nachhaltigkeitszielen, dass man das ganz versuchen, an eine Kohärenz zu bringen. Und das ist auch ein von den Zielen, das gleichzeitig am Mengen an den allergrößten Defi, weil es eine Veränderung am Alltag braucht, für nachhaltig dezent Arbeitsplätze, für eine gute Education, das fängt bei den Kindern an. Das sind so Ziele, die haben wir auch an als nationale Strategie, die wir 2019 an der Regierung angeholt haben, mit diesen 10 Prioritäten angeholt, wo man guckt, wer trifft auf Lützeburg so. Und du hast zum Beispiel Landesplanung an eben als Entwicklung. Wie gehen wir mit Wachstum an? Das ist ein Teil von dem, was debattiert, gibt mir für allem auch den lokalen Plan eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil die auch die Akteure sind, die am Kader von ihren Reglementationen, von ihren Aufgaben ganz klar mit muss zählen. Das kann ich nicht von Wurf, du brauchst in den Bottom-up und du brauchst für allem allgemeinen Responsablen. Und dafür vielmals merci.
für allem der Gemengen Schöffling als allererst, dass sie Pilot gemeint waren, das Pilotprojekt direkt mit, die wird dann die Vieh direkt abgegriffen. Und er möchte Fried zu gesehen, wenn ihn direkt das abgreift. Dann hat man auch eine Region, der Redner Kanton, die haben auch direkt gesagt, voilà, wir wollen das tun. Und du brauchst da ein bisschen, als Lützburg immer gewinnt, die positive Konkurrenz, wo sich abspielt, wie geht da die Besten am Bereich von der Nachhaltigkeit. Das klappt eben nicht nur an der Wirtschaft, das klappt doch bei uns. Mir ist so ganz bewusst positiv, weil Konkurrenz ganz oft die Vision ist. In diesem Fall so nicht. Konkurrenz soll aber sein, wir kämpfen gemeinsam, wir lehren ihn. Von den Männern, und das ist so ein bisschen das, was an sich Gemengen 2030 bedeutet, das Instrument, das man heute will vorstellen, was an sich eine echt Leid vor dem ist, wo ich kann gucken, ob man anhand von einer Bestandsaufnahme und dafür die Flottpanoen sind wirklich Flottenindikateur, wo ist Gemeng drin? Weil oft weiß der Bürger nicht ganz genau, und ich habe gemerkt, und dem was ein Thema, wo ich versucht habe, ein bisschen zu kadrieren, wer das überhaupt Nachhaltigkeit? Das möchte mein Gemeng alles und Gemenge mehr viel. Was kann ich machen? Und dafür ist es so abstrakt. Und das ist ganz wichtig, dass man die Aktionen weisen, Nachhaltigkeit benennen, dass ich nicht kann chiffrieren und dafür also ein Tool, so eine Bewertung, wo sind wir überhaupt drin, so ein Art Gestionsmodell, die kann ein Cockpit sein, für das man nicht am Landfluch sind, aber dass man genau wissen, wo steuern wir dann hin, viel mehr Nachhaltigkeit, viel mehr Kohärenz, wie kriegen wir das ordentlich bewährt, weil just wenn man das ordentlich muss mit Indikatoren, und das sind da ja auch am Klimabereich, ne? Schätzt sind wir in Europa am Gangen immer zu so, wir brauchen gute Indikatoren, wir brauchen gute Monitoring, wir brauchen gute Zahlen. Aber das gilt für alle Bereiche. Das gilt für die 17 Nachhaltigkeitsziele oder die 10 Prioritäten heute zu Lützeburg. Und ich meine auch, das wird gemengen, und das fand ich bei der Nachhaltigkeit interessant, wir wollen natürlich eine Kohärenz, das ist die eine Sache. Aber auf der anderen Seite kann ich sich auch eins so mehr, das ist auch mein Highlight. Da habe ich auch mein Point fort, wenn der an ihrem Modell eine Bewertung macht. Das heißt, was wir heute vorstellen, ist wirklich ein Opfer, eine Chance für die Gemeinde, auch für Kommunikation nach außen. Weil oft merken die Bürger gar nicht, sie wissen zwar, oh, die Lebensqualität der Menge Gemeinde ist besser, sie wissen aber nicht, für was, durch was, aber was haben als Gemeinde responsabel überhaupt alles in Bewegung gesetzt, für das ich heute eine bessere Lebensqualität tun. Und dafür als Gemengen 2030 eben auch ein Instrument für Kommunikation, wo die nur Bause können weisen, Gemengen responsabel nur Bause können weisen, was sie alles gemacht haben. Ich bin noch ganz froh, dass es so viel hier kommen sieht. Weil an sich ist es wirklich flott, um zu sehen, sind noch an der Pandemie, wir lösen los, gesehen wir als mehr. Weil den Zusammenhalt an der Gesellschaft, und ich meine, das ist gerade etwas, was an der Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Rolle spielt, das Kommunizieren, das Moderne schaffen, das gegenseitig besser gehen, dann ist natürlich an einer Pandemie viel mehr schwierig. Ich bin froh, dass wir dafür heute zusammen sind, für zu debattieren, wie gehen wir das um, wie ist die Opfer, die wir machen, an einem Kader, zum Beispiel einem Klimapakt 2.0, schon gesagt, da geben wir als Möglichkeit für Zertifizierungen zu machen. Wir haben schon an das Wissen gemerkt, wir haben eine Luftqualitätszertifizierung, eine Kreislaufwirtschaft. Wir haben eine ähnliche Art und Weise für 4 zu gehen, zusammen mit den Partnern, dass wir so ein Gemengen können weisen, was sie im Bereich von der Nachhaltigkeit machen, und da geht das auch gewiesen. Da kriegt Gemengen auch Unterstützung, und darüber sind wir am Schaffen, und in diesem Sinn hoffen wir, dass die Plattform sich von Échange, wo gemeinsam schaffen, dass man nachhaltig als Entwicklung das Day als erlaubt, für gut weiterzukommen, für Donnerien zu sammeln, aber eben auch für sie nur zu aktualisieren und so weiter. Voilà, da gehen wir noch viel. Sind auch immens froh, und das will ich dann auch so, dass auch Gemengen wie mir, ich wünsche, Arbeitster, auch bereit sind, mitzumachen. Der Tisch, die sieht nicht ganz so lang, die sieht wohl Pilotgemengen, mir da geht es geschwind interessant, weil da können wir noch ein bisschen mehr vergleichen. Und da geht es spannend,
wie sich das gegenseitig schaukeln. Und dafür meine ich, dass das Instrument, gemengen 2030, durchaus kann ein Faktor Accelerateur sein. Weil wenn man von Klimaschutz, von Naturschutz, aber auch von Gleichberechtigung, Gleichheit an kein zurücklose Schwätzen, da sehen wir, dass man die größten Vieren einfach gemeinsam umgehen. Wir sehen auch in Lützeburg, dass wir Probleme haben, dass es immer einfach nach Asani geht, dass auch hier in Lützeburg Leute Schwierigkeiten haben, für über die Runden zu kommen, dass auch hier in Lützeburg ganz viel der auch soziale Fragen sich stellen, auch noch gesellschaftlich, demokratisch froh, von Populismus. Aber die wollen an den Griff kriegen, da muss ich Transparenz haben, und dann muss ich von allem Lösungen anbieten. Und ich meine, mit so Tools wie das heute, wo man können weisen, wird alles an meiner Gemeng. Und da gehört für mich auch Inklusion dabei. Weil an meiner Gemeng geschieht, wird alles investiert wird, für Armut zu bekämpfen, für die Kinder gut auszubilden. Und aber auch für den Klimaschutz und Wissenschaft als so etwas von klar. Die Sachen hängen zusammen, und die hat es selber gesagt mit der One Health Approach, das nennt ihn halt im internationalen Plan so. Am Endeffekt geht es an denen all diesen Bereichen, was ist der Essenz? Mit der Essenz, als dass wir Menschen weiter als Lebensgrundlage erhalten. Es geht nicht darum, irgendetwas Abstraktes zu schützen. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft gut können leben, und das ist ein Auftrag, den auch als Bürgermeisterin und als Chefin, als Gemeinderat stellen. Ich will den Aussatz wirklich weiter belohnen, und dafür haut die flotten Tag, das freut mich ganz besonders, und da bin ich sicher, dass wir nicht nur das Land gehen mit den meisten, mit allen Gemeinden, die engagiert sind, dass wir nicht nur das Land gehen, weil nur am Naturschutz, die dort wie angeht, und du Pionierarbeit nicht. Da bin ich mir sicher, dass wir auch nächstes Jahr, wenn wir zu New York sind, können sagen, weil wir gehen nächstes Jahr auf New York für eine volontäre Revue, so da können sagen, wir sind das Land, wo die Gemeinden auf die Weg gegangen sind, wo wir können belehren, dass man mehr für Nachhaltigkeit und Lebensqualität schaffen. Und damit so nicht ich ganz herzlich merci für das Kommen, und für allem, aber auch für das Nullstellen. Ich wünsche euch wirklich einen schönen Tag. Ich war näher nun da, und ich beschreibe so für die viel Wörter, ich meine, Sie würden rein in der Straße, das Nachhaltigkeit, der Besatzwort, sind die viel einerseits von der Wohnung, Engagement, aber in vielen Hinsichten über Armut, Schutz von der Natur, das soziale Engagement, aber sie auch über den Tellerrand für seine eigene Gemeinde, für seine Aktivitäten, die sich gucken, wo an der Straße ist es wichtig, dass Leute in der Politik, die hier abschnachen, wir dienen allein, dass es auch wenig Wolle gehen, Externe gehen, die am Spiel dabei sind, und dann noch dazu feiern, dass ein Engagement wesentlich und groß ist. Alles ist nicht losgelöst von den einen, alles hängt irgendwo an den einen schnell. Das war eine flotte Message. Der Minister, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, wenn der auf Glasgow geht, eine glückliche Hand. Und vor allem auch die diplomatische Sensibilität, die zu Paris gewiesen hat, wo der Menge modernen Kollegen eine ganze Reihe von Sachen und Trolle berührt haben. Ich denke, dass ein Engagement für Natur und Umwelt, und Klimaschutz, so stark war, und dann Connaissancen an den einzelnen Sprachen dazu beigetragen haben, dass wir da als Lützeburger ein gutes Bild aufgehen. Ich wünsche euch, für das nicht zu vergessen, schon da ein ganz glücklich getan. Wir gehen dann weitergehen an unserem Programm. Wir gehen dann mit der Margit Kohnen das Wort gehen, sie als Conseiller im Ministère. Ich meine, sie versucht also durchzustellen, was den Check, die Checkliste bedeutet, wie die kann ein bisschen entwurzeln an Materie noch kann schaffen, weil ich muss so an dem Gespräch, die man mit Kollegen von DWK hatten, fand immer einfach alles so wie wären. Wir waren nicht bis an der Materie dran ist, da verstehe ich aber, was du mit der Gemeinde sind, das ist eine flotte Notiz. Und ich gebe dann Leute mit der Margit Kohnen die Antwort geben. Merci. Ganz einfach vorzuhören, nur Herr Bürgermeister oder meiner Minister, die schon viele Sachen gesagt haben, die ich auch wohl streichen, das erlaubt mir vielleicht ein bisschen mehr sehr führen zu kommen. Ja, noch hatte ich keinen Check für die Gemengen. So haben wir den Gemengen 2030 oder Kommunen 2030 genannt. Was sind die Objektiven, die wir gedurcht hatten, die wir
gedacht und dass die Gemengen erlaubt, ob Nachhaltigkeit beizudrohen, halt zu Lützeburg. Da erlaubt eben den Gemengen 2030 die Initiativen, die zur Nachhaltigkeit beidrohen, zu identifizieren und zu beschreiben, an einer zweiten Etappe zu bewerten. Da erlaubt eine Evolution zu müssen, sich eine Kommunikation zu gehen, und eben auch eine Kommunikation zu gehen, wie zu sensibilisieren und wie Bürger mal du Bord zu kriegen, dass Bürger aktiv zu gehen. Wie auch zu weisen, was die Gemeinde möchte, aber was Bürger von der Gemeinde wie aktiv sie sind und wie sie sich ersetzen. Das schon gesagt, gehen wir haben in Agenda 2030 von den Vereinten Nationen, wir haben noch einen Nachhaltigkeitsplan, einen nationalen Nachhaltigkeitsplan. Das sind am Anfang zwei Impulse, die bestehen für zwei Impulse oder die Kadern, die bestehen, wie das Kader, die den Gemeinde kann haben, wie zu agieren, wie den Nachhaltigkeitscheck Gemeinde 2030 umzusetzen. Auch schon die Detail auf der Panoen, das schon von der Ministerin nimmt, gehen die Nachhaltigkeitsplan, nationale Nachhaltigkeitsplan beschränkt sich nicht auf Umwelt und Klima. Wie ich angefangen habe, im Bereich von der Nachhaltigkeit zu schaffen, das sind schon über 20 Jahre hier, da habe ich immer so oft Reaktionen gekriegt, dass das geringt, ne? Nachhaltigkeit, dass das geringt, dass der Umwelt und so. Dafür wollte ich euch aber auf diesem nächsten Slide weisen, was am Nachhaltigkeitsplan den die Regierung im Dezember 2019 umgesetzt hat, aber was den Hauptutil ist für den Agenda 2030 umzusetzen, was da dran steht. Geht es an dem Nachhaltigkeitsplan geht es um Inklusion soziale, es geht um die Egalität zwischen Männern und Frauen, es geht um Education, es geht um Gesundheit, es geht um Ökonomie, eine diversifizierte Ökonomie, die aber wird die Leute da ist, die inklusiv ist. Es geht um den nachhaltigen Konsum. Madame Minister wurde dann nimmt für Lützeburg als eine Herausforderung, eine Priorität, mit diesem Territoire umzugehen, nachhaltig mit diesem Territoire umzugehen. Ein anderer großer Defizit, den wir alle Guten halt zu Lützeburg kennen, das ist Mobilität. Ne? Wie steht nicht am Stau, den hilft Hand. Es geht natürlich um als Grundlage, Umwelt und natürliche Ressourcen. Was wir aus natürlichen Ressourcen kriegen, was wir proper Wasser, ein proper Luft, der Boden, gesunder Boden, das als Grundlage. Es geht um das Klima. Glasgow als wievielmal ernannt gehen haut, auch von meiner Seite bonne Chance zu Glasgow. Das ist eine große Herausforderung. Es geht aber auch um die Responsabilität als von den Ländern auf der Welt. Es geht um globalen Plan. Wir helfen, Armut zu verringern, der Kampf gegen Armut globalen Plan. Und dann als letzte Priorität am Nachhaltigkeitsplan sind nachhaltige Finanzen. Ja, wir wollten, Gitfried Wies, halt zu Lützeburg, wenn in der Pakt, Engagement von den Gemengen am Pakt Klima, und noch am Pakt Klima 2.0, lo am Naturpark gesagt, dass Gemengen immens Aktivheit zu Lützeburg sind. Dafür sehen wir, dass das Instrument Gemengen 2030 auch als Instrument für die Gemengenarbeit zu valorisieren, wir zu weisen, Glas ist halb voll
diese positiven Aussätze dabei. Wir haben schon hören vom Herrn Bürgermeister, Gemeng Schöffling war Pilotprojekt, dem HM Slide gesehen, dass wir schon eine Zeit lang drauf schaffen. Seit 2018 als Staatssekretär der Molster Camille Girard war der Initiateur und den Ustoß ging, sind ein an das Büro gerufen, ging, komm mal, das ist etwas Interessantes. Voilà, und so wurde du gefangen, wir hatten dann auch schon gesagt, gehen Projekt Pilot mit der Gemeinde Schöffling, mit dem Redner Kanton, voilà, dann aus den Erfahrungen, die halt zu Schöffling, aber noch am Redner Kanton gesammelt sind, als erneuert gehen, nicht erneuert gehen, als nach mehr effikaz gemacht gehen, will ich so in den Gemengen 2030. Voilà, die habe ich als Anfang zum Jahr aufgeschlossen gehen. An einem Moment schaffen wir auf einer digitalen Plattform, die wir hoffen, an den nächsten Monat aufgeschlossen kann gehen. Für so die nächste Pilotprojekt Gemengen mit der digitalen Plattform mitzuholen. Als ein Objektiv, als wirklich ein öffentliches Lancement nächstes Jahr am Mai zu machen, wo die Gemengen im Klimapakt da, wo die Allgemeinen sich herumfahren, für das allgemein Member am Klimapakt da ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann der Marsch sein für ein Gemeng, so einen Nachhaltigkeitscheck zu machen? Voilà, schon für so den Impuls, der Kader, den Agenda 2030, der globale Kader, der internationale Kader und der Nachhaltigkeitsplan, der nationale Nachhaltigkeitsplan von Dezember 2030, man das der Kader. Und ein Engagement, ein politisches Engagement, war die Schäferrots-Erklärung ist, der im Niveau von der Gemeinde, wo die Politik sich engagiert, hier ein Programm umzusetzen. Der Nachhaltigkeitscheck hat mich dann in État des lieux. Das ist am Anfang wie eine Kartografie. Ja? Wir haben halt Gemeinde und da geschieht am Niveau von der Gemeinde am Sinn von der Nachhaltigkeit. Das erlaubt vielleicht eine Definition von neuen Objektiven. Ihr seid in einem Inventaire, okay, da sind wir gut, vielleicht kann man noch besser gehen. Die Umsetzung von dem, was geschieht, das ist natürlich elementar. Das geschieht durch Verwaltung, durch Vereine, durch Assoziationen, die im Niveau von der Gemeinde schaffen, aber auch durch Bürger. Der nächste Punkt am Gemengen, die nächste Etappe, am Gemengen 2030 ist eine Evaluation. Wie viel haben wir dran gesteckt? Wie viel haben wir finanzielle Ressourcen dran gesteckt? Wie viel haben wir Ressourcen, also wie viele Leute haben wir geschafft? Haben dafür geschafft? Was das dabei rauskommt? Wie viele Leute haben von einer Initiative profitiert? Wie viel haben wir gemacht? Das ist die Evaluation. Und dann ein ganz wichtiger Schritt, den wir ja auch hier rundherum gesehen haben, den auch schon von der Madame Ministerin vom Herrn Bürgermeister in der Straße gehen, ist das Kommunikation und Sensibilisation und eben Bürger mitholen. Hier gesehen die Hauptpunkte, die Hauptschritte, die am Nachhaltigkeitscheck Kommune 2030 gemacht werden. Den État des lieux, den Inventaire, eine Diagnose und dann eine Evaluation. Weil für drunter da gesehen, wir sind schon am gar eine Reihe von Jahren darunter zu schaffen. Am Lauf von den Nachrichten an der Pilotprojektphase, also klar gehen, dass so Domaine d'action communaux haben wir die genannt, dass die
überall kommen. Und ein paar Beispiele von der Hai auf der Panoen rundherum im Saal, wo voilà, an die Domaine d'action communaux, die reihen sich innerhalb die Prioritäten, die am Nachhaltigkeitsplan von der Regierung festgehalten sind. Das ist am Anfang der Beitrag von der Gemeinde, von einer Gemeinde und Priorität auf nationalem Plan. Wahrscheinlich auf diesem Slide kann da eben just die erste Priorität gesehen, mit Beispielen, was am Gemengenniveau geschieht, an wen dazu als Gemeinde kann beitragen. Voilà, Kommune 20 oder Gemeinde 20 ist also ein Instrument für ein Inventaire und eine Evaluation zu machen von den Nachhaltigkeitsinitiativen auf kommunalem Niveau. Aber was versteht ihr? Was kann ihr überhaupt in einer Initiative verstehen? Das war es ganz wichtig, da zu definieren. Dafür für Kriterien. Es muss eine Absicht bestehen von der Gemeinde oder von einer SPL oder von einer Fondation oder von einer Société à Impact Social, die im Bereich von der Gemeinde angesiedelt ist. Es muss ein Beitrag zu der nachhaltigen Entwicklung bestehen, also die Umsetzung vom Nachhaltigkeitsplan oder vom Agenda 2030. Es darf nicht nur eine Einzelaktion sein, also so wie man sagt, so ein One-Shot. Wir machen einen Tag etwas ganz Flottes, aber es muss schon eine Kontinuität geben. Pardon. Und es müssen mehr Leute angebunden sein, das kann nicht nur, dass ein Einzelnen die Aktion kann machen kann. Es muss eine Community, eine Gemeinschaft geben von Leuten, die sich zusammensetzen, für die Initiative umzusetzen. Und finalement, die Initiative muss ein Budget haben, muss so da sein. Voilà, allgemein hat plus ou moins den nämlichsten Metier. Und dafür sind allgemein 2030 die Initiativen in Form von fertigen Fischen auch abgefordert, die da hier auf diesem Slide gesehen. Das die Fische wird man machen, für eben noch die Gemengen mehr einfach zu machen, für den Inventaire auszufüllen. Das ist fertig abgefordert, voilà, das ist eine Vereinfachung vielleicht, möchtet eben, wo es seht, mehr einfach. Wir werden eine digitale Plattform. Die ersten Arbeiten, die gemacht sind, das war auf Basis von Excel-Tableaus. Und ich weiß, die von auf Excel-Tableaus schaffen, da das nicht immer ganz flott, ne? Wie sich da mal rumzufahren, das war nicht handlich. Ne? Das war, ja, war nicht einfach. Weil die Objektive von der digitalen Plattform ist eben Données, Daten, Gemengenniveau zu sammeln und mehr einfach zusammenzubringen. Mehr vereinfacht Mise à jour können zu machen. Und die digitale Plattform wird einer Gemeinde auch erlauben, Rapporten zu publizieren, also Rapporten umzusetzen. Sie werden erlauben, Données, all die Daten, die gesammelt sind, auf eine dauerhafte Manier zu stockieren und dann noch mehr lange Serien zu produzieren. Wir können eine Evolution zu machen und eine Entwicklung können, festzustellen. Und die Avantagen von der digitalen Plattform sind schon viel gesagt, dass man manuell, das ist interaktiv, geht mir einfach. Es geht mir einfach auch andere Dokumente, Rapporten, die da kriegt aus verschiedenen Servicen, von Assoziationen, die auf der digitalen Plattform zu integrieren
Es gibt mögliche statistische Serien zu rechnen, an über 2-3 Jahren zu produzieren, auch wir zu müssen zu können, wie als die Evolution umgemengt bleibt, wie also Programm. Voilà, auf den nächsten Slide, wie sieht extra von der digitalen Plattform, wie gesagt, wir schaffen nach darunter, wir haben Hoffnung, dass dann am nächsten Wochen, Woche so nicht fertig geht. Erst dann wieder den Inventaire kann abgestaltet werden. Ein Resultat, wie es noch ausgesagt. Die sieht, was Objektiv de Développement durable vom Agenda 2030, also von der UNO, schaffen wir, was Priorität aus dem Nachhaltigkeitsplan schaffen wir, mit Diagrammen, die illustrieren, wie die Situation ist. Auf diesem Slide schon viel Druck gesagt, es gibt möglich Rapporten zu produzieren. Schon auf diesem Slide gewiesen, dass es will ich weisen, dass es zur Möglichkeit, also dass die digitale Plattform erlaubt, einen konfidentiellen Rapport zu produzieren, das ist mit Données, die just Gemeng konzernieren, wo die Gemeng auch D'autorisation gekriegt wird, von all den Akteuren, wir das veröffentlicht, wir hier Données zu veröffentlichen, das ist dann Version publik. Das erlaubt die Digitalplattform auch einen Unterschied zu machen zwischen der Twitter, die zwei Formen von Rapport. Voilà, dann noch von meiner Seite vielmals merci und die Gemengen, die sich bereit erklärt haben, weiter mit uns zu schaffen und auf den Gemengen 2030, Gemeng Mirsch, Gemeng Wünscher und Gemeng Betzdorf, Gemeng Schöffling auch danke. Vielmals merci, weil wir werden noch weiter mit euch schaffen. Das ist noch nicht fertig. Und voilà. Und sie sicher, ich hoffe, wir sind relativ sicher, dass nach weiter Gemengen sich dem werden ausschließen. Besonders merci wird vertreten von den Gemengen, die heute bis auf Schöffling kommen sind. Voilà, wie geht es weiter? Wir haben hier gesehen, dass die Responsablen aus den Gemengen, also wir nennen sie Redakteuren, von den Inventaren Informationen werden kriegen, wie ihnen zu weisen, wie funktioniert das. Das ist, wir lassen kein allein vis-à-vis von der digitalen Plattform. Wir hoffen, dass am ersten Trimester nächstes Jahr die Inventaren können abgesagt werden mit der digitalen Plattform. Wir am Mai dann während Klimapakt eine öffentliche Vorstellung zu machen. Voilà, vielmals merci für no Lauschteren, für die Zeit, die da mal tut. Und ich wünsche noch einen ganz schönen Weekend, schönen Tag. Merci, Madame Kuhnen, für die Erklärungen. Die hat keine einfache Aufgabe. Die hat ein schwieriges Dossier müssen präsentieren. Néanmoins invitieren ich aber alle Guren die Gemengen, die hier Bande sind, die das machen, los ich nicht decouragieren, auch von vielleicht ab und zu ein bisschen kompliziert. Die geklungen, das wirklich da Werte zu machen. Also wir haben während dem Exerzice effektiv festgestellt, wie man dem Kunden der anfangs gesagt hat, dass es eine Valorisation ist von den Gemengen, von den Erbestellen, die an der Gemeng gelegt sind, dass ihnen sich heinst du mehr stark bewusst wird, wer den alles als Gemeng so produziert. Das, was ja ganz oft hängen bleibt, das sind die negativen Elemente, die auf Facebook zu lesen sind, aber all die positiven Sachen, die fand an diesem Dokument wirklich zurück an, die kann ich noch rekapitulieren und kann ich noch, und wie sie noch für ein Leute darunter geschafft haben und das initiiert haben. Es baut auf Analysen, auf einem Inventär, und gibt es wirklich die Chance, die Nachhaltigkeitsschädigungen, wie man dem Kunden das gesagt hat, zu weisen, was für ein Ziel wir setzen, und die Ziele auch aufzugleichen mit der Agenda 2030 von der Nations Unies, respektive auch mit dem Regierungsprogramm. Und gibt es wirklich so eine Stadt, weil ich schon das gemerkt, gelesen, neue Chancen, neue
Perspektiven, das viel Arbeit, das ist eine Arbeit, die aber Ausdauer braucht, die Geduld braucht und für allem auch Courage. Die wünschen sich, und die bei uns die längste Courage und Geduld hat, das war unseren echten Chef, den Herr Albert Kalm, ist ganz froh, dass er der sagt, hier gehen wir dann durch, der findet noch heute eine Präsentation von der Transposition kommt in 2030 von der Gemeinde Schöffling präsentieren. Albert, du hast Merci, Herr Bürgermeister. Madame Minister, liebe Gäste, die Damen und die Herren, an den nächsten 15 Minuten, oft könnte auch 20 gehen, will ich euch weisen, wie wir heute zu Schöffling den Inhaltlichkeitscheck durchgeführt haben. Das Pilotprojekt war aber auch für uns, das muss ich auch direkt sagen, an einem gewissen Maß Learning by Doing. Für den Projekt, mit dem sie vielleicht nicht direkt verhindern soll, und dann schmengen auch für ein Büro, den als Begleiter für DEWECO, meine ich, wird auch ein bisschen auch Learning by Doing an dieser Demarche. Schöffling für 2018 dann gewählt für den Pilotprojekt zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass das dem Umstand geschildert ist, dass Schöffling, wie doch schon heilo gesagt wird, sind mehr wie 20 Jahre am Umwelt-, Natur-, Klimaschutz NRW ist, und auch schon des Öfteren ausgezeichnet gouf. Da will ich ja wundern, so, wir hätten gut kein Problem für beim Pilotprojekt mitzumachen, weil das Ministerium mal ob manst in Teil davon finanziert hat, das auch ein gutes Argument. Wie Sie mir das Projekt umgegangen, war mir hun natürlich als Servicer an noch die Externen, die man direkt von gewollte Matto an Boot holen, gefragt für Propositionen von Initiativen zu machen, was ich so könnte vorstellen. Dabei kommen eigentlich direkt 72 Propositionen heraus, die gemacht wurden. Für mich ist das ein großer Beweis, dass so als Mitarbeiter Dele Depart motiviert waren, auch mitzumachen. 72 Propositionen sind dann natürlich immens viel. Für die Algorithmen zu analysieren, zu evaluieren, das wäre das gut und dann aber vielleicht ist zu viel gewesen. Wir haben da probiert, die zusammenzufassen. Pur haben auch nicht gepasst. Auf eine ganze 14 Initiativen blieben, die wir dann an der Suite evaluiert haben. Nur der Analyse von den 14 Initiativen hat schon aber herausgestellt, dass wir nicht als ganz Bandbreite von Aktivitäten aufgedeckt hätten. Und wir haben aber auch dezidiert, auch nach 13 weitere Initiativen zu evaluieren. Am Ganzen haben wir von dem nur 27 Initiativen evaluiert. Das Initiativen stellen dann ein Inventär durch. Schon direkt werden darauf zukommen, für alle Initiativen auch ein Panorekapitulativ gemacht. Ihr könnt so anderem dann auch die 27 Initiativen gucken. Wie Sie mir en gros mal ein Viergang, nachdem wir eigentlich dann die Initiativen, die wir wollten analysieren, identifiziert hatten, mit den Leuten des Services, mit den Leuten zum Terrain, gouf geschwärzt, sie goufen interviewt, sie hunn selber müssten Recherche machen, für Dokumente dabei zu kriegen, für das man da doch Kinder hinkriegen. Da gouf geguckt, ob die Resultate, was dabei rauskommen, ob das dann noch plausibel wäre, ob das Kind stimmen. Und das natürlich so, dass auf der Kanten Schafferrot alle Götten die Initiativen und die Analyse, die Resultate, die Evaluation auch definitiv validiert und arretiert wird. Wir sind eigentlich froh, dass am Vierfeld Madame Kohne schon ein bisschen expliziert hat, wie das ganz auflebt, weil das aber auch in technischen Dossier an die Evaluationen, also so, dass all Initiativ betreffend hier Qualitätsimpact evaluiert wird, aber auch betreffend Quantität. Was das genau bedeutet, ich weiß nicht, nur ein Beispiel, da können Sie sich das dann aber mehr konkret vorstellen, geht das ein bisschen mehr greifbar. Nur mal die erste am Anfang mal betreffend die Qualität.
da stellen sich natürlich froh, was das als Intention, was wollen wir, für was das also büt. Und dann geht es darum, jetzt zu gucken, die Initiative, die muss ich auch beschreiben, was das da eigentlich, was ich da dann will machen oder was für Voraussetzungen haben wir da. Daraus guckt man, was ist da der Impact von der Initiative, ob die Nachhaltigkeit, und da wird dann noch definiert, was Ziele prioritären und Ziele sekundär sind, die die Agenda 2030 kasernieren, wie sie da eigentlich definiert sind. Das sind die 17 Nachhaltigkeitskriterien, für es mal so zu nennen. Daraus heraus gesagt Ihnen dann natürlich auch, ob die Initiative wie ein Champ d'Action prioritär vom nationalen Nachhaltigkeitsplan, dass es darauf passt, das wird eigentlich dann eng Zuordnung gemacht. Wichtig ist aber auch, dass er guckt, ob es Faiblesse an der Initiative gibt, die sich negativ auf die Qualität von der Initiative können auswirken. Und da ist auch ein Instrument, wo ihn dann her guckt, wo ich mich eventuell Materien Meier verbessern. Die Initiative ging dann nicht nur was Qualität geht gecheckt, mit geht aber auch ob Quantität geguckt. Und du schwätzt wird auf den Input, Output und Outcome. Den Input als dat am Anfang geholten finanzielle Wolle, wie viel Sue Generalstab, Initiativen werden das gesehen, wo Suen dabei herauskommen. Den Output, der beschreibt eigentlich die Stadt genau das, was die Initiative konkret handfest durchstellt. An den Outcome, als beschreibt den konkreten Effekt, den die Initiative hat, sie wird für das Publikum oder für Beneficiäre. Ich will aber auch noch bemerken, die Methode von der Evaluation gibt sich nicht einfach so ausgedurcht. Sie beruht auf einer Methode, die von der Bertelsmann Stiftung für Nachhaltigkeitscheck oder ESR-Check von Unternehmen developiert wurde. Das ist also eine gute Basis, auf der heute geschafft gehen. Die wird natürlich müssen, ob den heute Projekt dann adaptiert gehen. Nur dann eigentlich ein konkretes Beispiel für das, aber ein bisschen mehr greifbar zu machen, was ich hier probiert habe zu explizieren, und zwar anhand von unseren gemengeneigenen Wohnungen. Was ist denn die Intention? Bei ja alle Menschen sollen Access zu einer dezenten Wohnung haben, und das zu einem abordablen Preis. An der Deskription sehen wir dann, dass die Gemeinde zu dem heutigen Moment 95 Gemenge Wohnungen hat. Es gibt Konditionen d'accès, das ist nicht, wie wenn alle Menschen, egal wie, hinterherkommen. Wir haben aber auch schon die Projekte durch, die wir haben, wo wir am Ganzen zu schaffen. Und also sollen wir denken auch ganz nicht nur darüber nur, wir hatten noch schon Kontakt am Fonds de Logement für weitere Projekte. Wir haben aber auch noch andere Akteure, die hier mitspielen. Ziele prioritär ist natürlich, wir sehen dass der Kampf gegen die Armut. Ein Objektiv soll es schon sein, bis 2030 die Armut an der Welt, und es geht nicht nur mit Armut an dritten oder vierten Ländern, es geht auch für die Talschen zu reduzieren. Ziele sekundär haben wir hier gesehen die Initiative als Initiative für die Nachhaltigkeit von unserer Wirtschaft, für das alle Bürger soll Access zu einer dezenter und abordabler Wohnung können haben. Und wir wollen auch vermeiden, dass eine gewisse Ghettoisierung von dem einen oder anderen Quartier entsteht, mit eventuell, wo da nicht mehr sozial schwach Leute wohnen. Wir haben natürlich auch geguckt, was das Faiblesse an dem ganzen System bei Mündo festgestellt, dass eigentlich nicht ganz viele Rotationen an unseren Wohnungen ist. Es weiß, das hat verschiedene Ursachen, weil das ist so, dass nicht bei allen Wohnungen bis all der Remäne raus an den neuen da kommen. Das System ist nicht so aufgebaut. Ich weiß aber auch, dass aus vielerlei Gründen nicht so einfach ist, für Leute aus der Prekarität rauszukommen.
Lo dann zur quantitativer oder ich will auch dann direkt so ich meine, wenn ich die Schwester urschwätzen, dass wir mit Partner zusammen Projekte wollen machen von enkadriertem Wohnen, wo es essentiell dann Ziel das wird sein, die Leute zu enkadrieren, ihnen zu helfen, dass sie in einer gewisser Zeit entweder auf den ersten Wohnungsbau zum Marché können kommen, das ist vielleicht nicht einfach ist, respektiv definitiv abordabel Wohnungen können beziehen. Voilà. Dann den heute Slide betreffend quantitativ Evolution hat gesagt, ganz klar am Input, wie viel Ressourcen, dass man an der Moyenne pro Jahr an als finanzielle Ressourcen pro Jahr an als Gemenge Wohnungen engagieren, das sind rund 500.000 Euro. Am Hühnerwoch, da sind die wir kriegen, das sind rund 800.000 Euro. Den Output hier an dem heutigen Fall, da sehen wir, wie viele Leute, dass sich eigentlich plantan mit den sozialen Wohnungen beschäftigen. Das sind 3,3 Leute. Den hier Paie sind natürlich auch an der Ressource engagieren, mit indiziert. Wir haben 95 Logementer an den Outcome als eigentlich stehen, was für einen Effekt haben wir. Den Effekt, dass an der Moyenne 6 Wohnungen am Jahr können neu attribuiert gehen. Wie publizieren wir als Demarchen, wie kommunizieren wir? Es gibt schon gesagt, es gibt natürlich ein Rapport. Und dann haben wir alle Guten, die Pannen gemacht, die hier exposiert sind, die sollen auch nur dem Tag von Haut nicht irgendwo verstöpsen, aber die sollen noch dann nur abgestaltet gehen, wo die Initiativen eigentlich geriert gehen an den Services oder auch bei den Externen, die mitgemacht haben. Auf den Pannen stehen da noch eigentlich Hauptmerkmale von der Initiative. Wenn es eine Cookie geht, auf alle Pannen so ein QR-Code drauf, wenn der den mit dem Smartphone anvisieren holt, da kommt er auf die Internetseite von der Gemeinde und da kommt doch direkt auf die Initiative, wie es da durchgestellt ist. Und da sind natürlich dann ein ganzer Kopf mehr Details drauf, wie sie auf den einzelnen Pannen sind. Hier ein Tableau, das wir als abstellen gelassen haben, wo wir dann auf der linken Seite als 27 Initiativen empfangen, am horizontalen die 17 Objektive de Développement Durable. Wir haben da alle als Initiativen einkehr an dem Tableau abgelöscht. Da gesagt die mit Geldpunkten, das sind eigentlich als Ziele prioritär. An die Blutpunkte sind die solchen Ziele sekundär, die wir mehr oder minder bei allen Initiativen haben. Den Tableau gewicht so denke nicht wie auf den nächsten Blick rauszufinden, noch mal gut oder schlecht durchstehen, aber gedenken wir einen guten Überblick über das, was die geschafft wird, was die vielleicht direkt so, dass von den Objektiven Development Durable die Nummer 11 hält. Das ist die, wo die meisten orange-gelben Punkte drauf sind, bei den heißt Ville et Commune durable. Ich meine, das logisch, dass von einer Gemeinde in Nordschkeitscheck möchte, dass da aber auch die meisten Prioritäten drauf rumzufangen sind. Auf diesem Slide finde ich dann eine Zuordnung von den Initiativen zu den 10 Champs d'Action prioritär aus dem nationalen Nachhaltigkeitsplan. Ich sehe da noch Wettbewerbe, Initiativen bei uns zum Beispiel an den Champ 1 draufhalten. Champ 1, das assurer une inclusion sociale et éducation pour tous. Das sind dann aber auch als Initiativen am Bereich von den Logements sociaux, Maison Relais, Egalité des Chances,
Clubhaus, Kiosk, a Schöfflinger Jugendhaus. Da seid ihnen dann noch, wie viel Ressourcen, man finanzieller, dass man da herangestacht haben, die 4,6 Millionen ran. Weil da war auch ganz interessant ist, dass man ab dem, ob unseren eigenen dann spezifische Panoen, aber auch die Lehrgemachen zu der Schäfererklärung. Und ich gebe so, und das war ja, wie man sie abgestellt hat, nicht die Absicht, für sie an die Plange ranzukriegen, weil wir wussten an der Stelle davon, ich meine, aber können zu sagen, dass wir ganz viel Übereinstimmungen konnten feststellen. Da die Slide hier, den brauche ich eigentlich nicht mehr weiter festzustellen. Ich meine, wenn der Römersch guckt, von der Heirakum sieht da an der Entree die große Panne mit denen 10 d'Action prioritären, der sieht dann den Champ Nummer 1 mit den entsprechenden Initiativen, dünner den 2, a ganz hat fand da alles, was mir zu Schöffling an dem Kontext gemacht haben. Ich komme da noch schon bald zu lösen, aber noch nicht ganz auf den Schluss. Auch an der Kette natürlich steht alles, was wir hier gesagt haben, noch viel mehr detailliert. Link, den hier innen drin steht, die mussten aber noch nicht abschreiben, noch nicht verhalen, aber als im Internet sieht, fanden. Und wenn der da drauf geht, da sind als 10 Initiativen mit den Para 27 Initiativen an als 10 Objektiven ganz genau beschrieben. Wenn da drauf geht, da kommt er dann bei Ekran denen so ungefähr ausgeseit. Da sind sie dann die Initiativen. Wenn der draufklickt, sieht er all Detail zu all Initiativ. Wie geht es los hier und was sind für als Gemeinde Schöffling als nächste Demarchen? Ich meine, muss man sagen, dass wir einfach durch die Covid, gebe ich mal so ein Jahr, ein bisschen verloren haben. Das bedeutet aber auch, dass wir an den Initiativen, an der Evaluation müssen gewisse Mise à jour müssen machen. Schon mal entre-temps haben wir zum Beispiel mehr Mise à relais-Plätze, die wir können anbieten, wo dann noch mehr Kanner können, à la limite auch mittags können etwas kriegen und noch von der Schule gut enkadriert sind. Es kann noch sehen, dass wir vielleicht noch weiter Akteure mit beziehen. Ich denke nur zum Beispiel in unseren Office Sozial, die sich verstärkt enkadriert finden, für vulnerable Familien will bekommen. Genau nach ein ganz paar die anderen Akteure auf dem dortigen Gebiet, mit denen wir als Gemeinde partnerschaftlich zusammen schaffen. Die Gemeinde hat schon nicht immer unbedingt Ressourcen, alle gut wie alles selber zu machen. Ich meine, das muss ja auch, das geht schon nicht mit Gemeindepersonen, es geht alle Menschenpersonen und noch alle Akteure soll Heimat können mitschaffen. Weiter werden wir dann von die digitalen Plattformen der Predas als Initiativen uploaden. Und wir hoffen dann noch auf eine Zertifizierung an dem heutigen Bereich. Aber das dann klappt mit der Zertifizierung, da können wir ja auch den mal an unserem Klimapakt 2.0 geltend machen. Aber wie weiß, das leider wohl nicht nehmen nur ist, vielleicht bringen wir das dann am Mai nächstes Jahr das schon fertig. Zum Schluss will ich aber noch ein paar Mercien heilassen. Natürlich auf dem Minister vom Camille Gira angefangen, noch dem Karol Dischbusch, für das Vertrauen, dass er eine neue Gestaltung für die Pilotprojekte zu machen. Der Leid auch von Devico, der erst bei diesem Projekt ist so mal gesteigt, hat uns da gedrückt und gezwungen haben. Das ist wichtig, auch dass ihn einen kompetenten Partner hört, weil allein aus dem Exerzis, vor allem wenn man die erste Kehr möchte, aber auch nicht ganz so einfach gewesen. Und da will ich all unsere Leute, unsere Gemengen, Servicer, merci so, die engagiert in diesem Projekt mitgeschafft haben, dat, wie das so oft das, neben der normalen Arbeit, diese auch so machen.
aber auch den externen, hoffentlich vergessen nicht gehen oder wann da will ich mich direkt bei dem entschuldigen. Ich mein Clubhaus, Club Senior, Jugendhaus, Meserallee, Sigel, Vertreteam, Schöffling, Helleft, alle Götten, die haben aber auch einen ganz wichtigen Beitrag gelegt, für das wir auch konnten, ein komplett Bild von unserer Gemeinde konnten repräsentieren. Und dann last but not least, große Merci an alle Götten, denen die aktiv geholfen haben, ganz schnell den Tag für die Haut zu organisieren, zu gestalten. Große Merci hin und dann große Merci an euch alle Götten für die Nullstunde. Merci. Ich gebe mich an Ihrem den Merci durchschließen und ich gebe die Merci dann noch weitergehen und den Albert Kalmes, die wirklich eine ganze Reihe von Detailarbeiten dort zu erledigen hat. Er hat von Learning by Doing gespart, das war effektiv der Fall. Ich gehe eine Woche ganz gerne so. Er hat gesagt, man hätte kein Problem für uns zu melden. Wenn aber alles mit Heinz du geduld, merkt wie was du gemeldet. So nicht ganz ehrlich. Ich würde raushören, das war wirklich viel Arbeit. Ich will am Ende sagen, das lohnt sich. Mir den Zusammenleben an der Gemeinde, das ist ein bisschen mehr wie just am Gemeinderat sigieren und da die kritische und konstruktive Diskussionen zu machen. Die Gemeindeleben, das nicht nur der Gemeinderat und der Bürgermeister und der Chefrat, das sind Leute an der Gemeinde, das tun wir mit diesem Util, haben wir dadurch wirklich richtig festgestellt. Und Albert hat nur eine Möglichkeit für 2 Domänen eigentlich ein bisschen mehr im Detail zu gucken, wie wenn da all die anderen suiviert, da gesehen hat auch. Aber ich meine, wir sind bleiben an der Gemeinde gefordert, das schon ein bisschen mit Schrecken zur Kenntnis kommt, dass man da weiterschaffen muss, sowohl von der Madame Kohne wie der Nord und Nordwehr, die nicht da noch nachdenken. So, wir werden das aber machen, wir bleiben da im Ball und ich will wirklich kein so eine soll das nicht machen. Alles braucht seine Zeit, wenn ihr etwas möchtet. Alles könnt nicht einfach so aus dem Nichts innerhalb von einem Jahr, von 2 Jahren, das geht zurück auf eine ganz lange Zeit. Und wir sind auch ganz froh, für unseren Ehrenbürgermeister, dem Roland Schreiner, vorzugehen, weil in der Zingen, Fittichen in der Zingen haben, als vieles Gewürz, von dem wir heute als Gemeinde, als Bürger profitieren. Und du hast Wort für den Engagement der Gemeinde Schöffling im Bereich Ökologie und der Kohäsion sozial als Dinge Sicht, die es in der Erinnerung hast, durchzustellen. Merci. Ja, merci, Paul, für das Wort. Freund Bürgermeister, Madame Minister, die Damen und die Herren, Chef der Conseil, Freund Präsident vom Civicol, Eva Witt, noch aus den anderen Gemeinden. Für alle ich will ich mal ein herzliches Merci sagen, dass ich heute zu Schöffling beim ersten Nachhaltigkeitstag wird überhaupt der vergreifen, dass er gesagt hat vom Paul, ich hätte vielleicht den einen oder den anderen Merit und dem, was alles so an der Vergangenheit entstanden ist, schlossen das dann einfach mal so stehen. Ich will aber für allem den Organisateuren Merci sagen, dass die Schöfflinger Gemeinde für dieses Pilotprojekt am Kader von Kommune 2030 herausgesicht genauso noch für diesen Event haut dann noch heute zu Schöffling zu organisieren. Ich meine, das zeichnet die Gemeinde aus, und das ist auch ein Eier für die Gemeinde, und das ist auch heute Morgen schon zum Ausdruck gebracht. Der Begriff Nachhaltigkeit, das haut schon nicht mehr aus dem politischen und dem gesellschaftlichen Diskurs wegzudenken, aber das war effektiv nicht immer so. Das hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr weh löserlos müssen machen. Zu Schöffling ist ein Engagement für nachhaltig schaffen wirken, ein Engagement für Klima und Natur, was zu erlangen, an unserem täglichen Denken verankert. Umgang ist eigentlich alles mit der Decision, die wir im Jahr 1996 schon geholt haben, für einen eigenständigen Umweltservice mit einem eigenständigen Umweltbüro, den haut nach auch Hayas, und nach immer Hayas, Gott sei Dank auch Hayas, abzubauen. Das war nach Demos in meiner Vorgängerin Nelly Stein, noch wenn ich schon Demos Member vom Chefrat war. Durch Kreation von dem Service, dem Wille für an den spezifischen ökologischen Bereichen aktiv zu gehen, als dann noch die entsprechenden Mittel gehen, für die nötige Dynamik an den ganzen Prozess heranzukriegen. Zu dem Zeitpunkt, weil das Nachhaltigkeit war, echt mir ein abstrakten Begriff. Wir waren uns aber damals als Schöffling schon bewusst, dass wir als Gemeinde müssten
die notwendig politische Instrumente gehen für konkret am Umweltbereich aktiv zu gehen, die natürlichen Ressourcen zu protegieren. Demals hat als ein Umweltservice aus 2 Personen bestanden, das war dem Umweltbüro an eng administrativ Kraft. Haut aus de großen erwischten Service Pilier von der ganzen Gemeng an der Gemengeverwaltung mat von der Stadt richtig geguckt und 12 Maderbeter. Da tut als natürlich viele Initiativen am Natur- und Umweltbereich die Modellcharakter hatten zu ergreifen, mit denen wir auch oft Vierreiter wären, und noch quasi oft Pionier habe ich gelesen und heute zuletzt bezeichneterweise, als dann noch am Lauf von der Zeit aus dem Service Ökologik, von Demos des Service de l'Urbanisme et du Développement durable, da sind wir dann beim Begriff der Nachhaltigkeit von Haut, den allein das unterstreicht, dass am Laufe der Zeit den Aufgabenbereich sich ganz wesentlich verändert wird. Also schon mal ein bisschen an meine Archive nur geguckt, für herauszufinden oder nur zu gucken, weil ich mich einfach nicht mehr so alles konnte erinnern, was man so alles gelesen und in all den Jahren dann wie sich alles entwickelt wird, ohne nur aber den Anspruch auf Vollständigkeit da zu haben. 1997 war es ein nächstes Dokument für eine nachhaltige Entwicklung auf Basis von der Agenda 21 von der Europäischen Union ausgeschafft, das uns auch hier gelegt wird, für alle unsere Projekte in den Gedanken von der Nachhaltigkeit mal heranzubringen. Zum gleichen Zeitpunkt haben wir angefangen, noch den Energiemonitoring von unseren Gemengeninfrastrukturen zu machen. Wir haben 1991 schon eine erste Kogenerationsanlage an Betrieb geholt. Einzigartig war zu dem Zeitpunkt, dass die Gemeinde das selber finanziert hat und auch dann selber geriert und die Energie selber verkauft hat und Gemengeninfrastrukturen, aber auch an Privatklienten. Am selben Jahr haben wir ein echtes größeres Bauprojekt an Angriff geholt. Das ist die Heidische Nelly Stein Schule, wo man nicht nur energieeffizient probiert zu bauen, aber auch ökologisch korrekt gebaut und mit natürlichen Materialien so wenig später wie möglich, für dass die natürlichen Strahlen können an die Gebäude rankommen, mit Gringdach und auch Briefwassernutzung. Wir sind am Jahr 2000 Klimabündnis beigetreten. Dafür drin hat man schon Charta von Aalborg unterschrieben und als Nummer der Verpflichtung für eine nachhaltige Kommunalentwicklung anzustreben. Am selben Jahr, also auch als Schöffling, damals schon, flächendeckend Tempo 30 an den Wohnquartieren angefordert gehen, was damals schon mal revolutionär war für lützeburgische Verhältnisse, sich aber bis heute gewährt wird und Lohnach als Schöffling auch ausgebaut wird, oder zumindest das dann an der Umsetzung. Terra gesagt, da war schon. Seit 2004 sind systematisch alle Jahre Kredite an das Budget angeschrieben gehen für die energetische Sanierung von unseren Gebäuden und Infrastrukturen zu assurieren. So konnte man praktisch alle unsere Infrastrukturen und Gebäude in der Zwischenzeit den Energieverbrauch kontinuierlich stark reduzieren. 2005 haben wir als erste Gemeinde am Land die Courage gehabt, für neben der Regenwassernutzung an den Gebäuden auch nach wasserlos Piss waren ja, doch, anzusetzen. Das ist damals ganz viel kommentiert, gehen tut sogar bis an den Feierkrob, die Zeit nach Chinas, brüht. Aber heute gehört das auf viele städtische und kommunale Projekte zur Normalität. Auch da waren wir groß Vierreiter, wir hatten uns aber da in Deutschland inspiriert gelassen. Wir waren vor Pirmasensky, weil wir uns dann aber auch gucken und haben da ausprobiert. Aber doch nicht funktioniert. Es hat funktioniert, weil es sich an der Volle schon bis heute bewährt. An den Jahren 2000, 2005 und 2006 haben wir an 3 Etappen ganz, und das ist auch schon gesagt, gehen, ein symbolträchtiges Projekt konnten umsetzen, und zwar die Renaturierung von der Ulzig, die Lichtturm-Projekt. Es sind nach Etappen noch gekommen, auch unter anderem mit der Renaturierung von der Kirmelberg. Aber wenn den Haut die Bilder mal zurückguckt,
wie die Pflanzen an der Welt zu Schöffling sich verändert hat durch das Projekt, dann ist das schon ein richtig volles Story. Ich meine, nie wird Biodiversität so hoch am Mulzstall wie das heute der Fall ist. Aber wenn ihr vergleicht, wie viele verschiedene Sorten, Arten von Fullen haut da sind, dann vergleichen das mit all den Jahren für drunter, dann ist das schon eine ganz markante Entwicklung stattfand. Die Renaturierung hat daneben natürlich auch ein Punkt Heichwasser schon eine wesentliche Verbesserung gebracht. 10% konnte Heichwasserspitze am Innerlauf reduziert gehen durch die zusätzliche Retentionsvolumen, die wir zu Schöffling geschaffen haben. Wenn wir für die Renaturierung an all den Maßnahmen, die wir ergriffen haben am Heichwasserschutz, ganz viele Probleme zu Schöffling hatten, wenn ein bisschen mich stark geregnet hat, wurde festgestellt in den letzten Jahren, wo wir ganz stark Regenfälle hatten, dass wir noch so lange hier, dass eigentlich die Probleme zu Schöffling an dem muss nämlich bestehen, bald schon nämlich existent sind. Ich will auch sagen, dass 2012 die Gemeinde Schöffling eng von den ersten war die neue Bebauungsplan, neue PAG, oder demals neue Gesetzgebung vom Aménagement kommunaler Kraft gesetzt haben. 2013 haben wir den Klimapakt unterschrieben und in der Zwischenzeit schon eine Reihe Audite machen gelassen. Das ist ja schon angeschnitten, wir waren hofrisch, dann noch eine von den 4 Lützburger Gemeinden zu sein, die im November 2015 für die erste Mal die European Energy Award Gold zu Leipzig für das damals überreicht haben. Also mehr wie 75% von den Punkten kriegen, die verlangt waren, und das sie dann an der Folge auch nach bestätigt gehen, rezenterweise 2019, und könnt ihr noch hier noch ein Jahr rum. Wir sind nicht stehen geblieben und haben immer ein Projekt realisiert, wo wir viel Versicht haben, für den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter zu vertiefen. Wir haben 2016 ein ganz ambitiöses Projekt in Betrieb geholt, wo wir hier, nicht hier an der Piscine, sondern an der Piscine von der Lidi Schmidt-Schule an der direkten Nachbarschaft, die Filterspülung mit Rehwasser gemäht haben, und so den Trinkwasserverbrauch substanziell konnten erkennen, Rufdrecke, dieses Projekt ist sicher noch kein durchrichtungsweisend sind für andere Schwämmen hier am Land. Feierl vom Wasser für die Trickspülung von den Filtern kann so durch Drehwasser ersetzt gehen. Das möchte immer knapp 500 Kubikmeter Wasser aus, wenn alles das so richtig ist, was ich konnte an meinen Dokumenten nachlesen. Am Oktober 2015 haben wir ein neues Aufhaltreglement auch an Kraft gesetzt, wird an der Folge auch nach angepasst, ging also an der Kontinuität auch für die Entwicklungen anzupassen, wo man durch Incitativtaxen und Gratissammlungen von recycelbaren Fraktionen den Restaufall substanziell konnte reduzieren und Recyclage am selben Maß konnten erhöhen. An den nächsten Bildern wird gewiesen, dass der Sperrmüll, der nicht mehr gratis angesammelt wird, hier über 90% aufgegangen ist. Ich weiß nicht, wie die Rezentchiffre sind, das sind die ich nach der Menge Innerlagen rumfahren. Durch die Phase vom Gebiet, auch dass wir Center der Januar 2016 machen, als den Trend zu meiner Restaufall am Recyclage, der sich demals schon aufgezeichnet wird, nach weiter verstärken. Und zusätzliche Sensibilisierungen und so weiter Reduzierungen gefordert. Und das reicht schon vom Pol gesagt gehen an der Introduktion, dass man heute bei 130 Kilo Restaufall pro Einwohner pro Jahr allein mit dem Ziel, weil ich das richtig verstanden habe, dass das bis 2023 unter 100 Kilo soll gedreckt gehen. Stimmt das? Dann ist es gut. Dann habe ich doch du gelesen, bist du dazu allein. Zusätzlich zu all den genannten Projekten kann ich dann noch viel annehmen, wie die Abfeierung vom Pedibus, bei dem man immer mehr Kanner zu Fuß an die Schule gehen. Und noch da nicht da gelesen, dass 280 Kanner sind, die da mitmachen mit 24 Begleitpersonen auf 11 verschiedenen Tragien quer durch die Gemeinde Schöffling. Der gratis Rufbus für als Bürger an Topstellen von elektrischen Lokationsvelos, Stationen helfen uns, auch die motorisierte Mobilität zu verringern. Ich meine, es sind 13 Stationen mittlerweile,
die wir hier an der Gemeinde haben, mit 500 Abonnenten am System. Wir noch zu Schöffling relativ frei angefangen, Bornen zu setzen oder zu installieren für Elektroautos, zu laden. Und auch da weiß sich no an no, das entwickelt sich ja immer weiter, und sind ja auch noch viel dabei gekommen, dass diese Initiative gut geholt wird, regelmäßig die Autos dafür zu laden. Das stellt den fest, dann noch verschiedene Schöfflinger Betriebe, auch noch Gemeinden, haben sich in der Zwischenzeit selber auch Elektroautos angeschafft. Zusätzlich zu den klimaschutzorientierten Projekten will ich aber auch nehmen, dass wir im Nord-Süd-Bereich vielleicht mal noch auffällig, wir aber ganz effizient auch tätig gesehen, mit der SBL Schöffling hilft, konnten so schon längere Projekte unterstützt gehen. Die Gemeinde hat selber nur für das heraus zu streichen während der Periode, zum Beispiel im Kader vom Nationalen Tag vom BAM, die Initiative Rainforest finanziell unterstützt und die aufgerufen, das doch zu machen für die Topforstung am Rehbusch, am Costa Rica zu unterstützen. Schöffling ist auch das schon annimmt, die Fairtrade-Gemeinde erkäft da, wo es geht, fair gehandelte Produkte und hilft auch so die lokalen Produzenten am südlichen Teil von unserem Planeten. Schöffling hat also im Bereich vom nordaltischen Schaffen viel Abweises, was doch oft beispielhaft für andere Gemeinden waren nach Kasin. Und ich gehe mal davon aus, dass auch an der Zukunft Schöffling da nicht stehen bleibt, und auch in Zukunft bei allen Projekten werden analysieren, ob es nicht nach mir nachhaltig geht an die Objektive, die sich schon gesagt, die sind ambitiös, aber sicher zielführend an der Wert, dass sie all einzeln umgeht. Ich meine, das ist der große Wunsch, dass auch ein Maximum davon auch so kann umgesetzt geht, weil wir am Endeffekt alle Guten davon profitieren. Umweltpolitik ist ja ein Stück Gesellschaftspolitik, wichtig für den sozialen Zusammenhalt an einer Gemeinde. Da ist auch die Rolle vom Klimateam ganz wichtig, weil da Vertreter von der Population zusammenkommen an konkrete Initiativen am Umweltschutz, an nachhaltigem Schaffen können diskutieren. Aber wenn eine Population an irgendeiner Form anbietet, dann macht das Sinn. Weil es geht ja nicht nur darum, dass Politik Vorgaben gibt, es geht darum, dass auch die Bürger nutzen. Politik muss Beispiel geben, aber die Bürger müssen nutzen können. Und das ist in dem Sinne ganz, und das immer bei der sozialen Kohäsion in unserer Gesellschaft, die eben wichtig ist, dass sie funktioniert wird, dass auch die Ziele, die sich gesagt haben, auch können erreicht gehen. Alles das bedeutet neue Zukunftsperspektiven, neue Chancen an eine Plus-Value wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. An einer Welt, wo natürlich Ressourcen begrenzt sind, muss man mit Pferde springen, dass hier nachhaltige Nutzung zu der ewigsten Handlungsmaxime für Politik und Wirtschaft gibt. Nachhaltigkeit muss das Leitmotiv an der Lüge geht der Klimawandel, an dem wir uns befinden. Gehen, weil wir also am selben Boot sitzen, muss man auch alle gut als Ausstellung ändern und verstärkt ökologisch denken und handeln, wobei ich jetzt so gehen, dass wir alle Guten, inklusive ich selber, auch nicht immer die Reflexion dat bis zu 100% zu beherzigen. Für die aktuellen und auch die zukünftigen Generationen ist das aber ganz wichtig, und ich will da mal einem afrikanischen Sprichwort schließen, aber frei übersetzt, weil wir den ja schon hören und der Sprichwort, das heißt dann nicht, aber frei übersetzt, das war aber bekannt, das schon nicht viel neuer fand. Wo viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie gemeinsam die Welt verändern. Und noch von der Spruch, das stimmte aber, gleich ganz viel Wohlrecht an dem kleinen Satz. Wir sind nicht mit dem Ausspruch angetragen für 24 Jahre, 25 Jahre, für das alles zu machen, die Welt komplett zu verändern. Ich meine aber, dass wir an all den Jahren fertig tun, als ein kleiner Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation zu leisten und schmengen mit den Objektiven, die Gemeinde Schöffling sich gesagt hat, wird das weitergehen, wie ich gesagt habe, mit ambitiösen Objektiven, die aber zielführend und notwendig sind. Und ich wünsche Menge Nachfolger dann bonne Chance bei der Umsetzung von all dem, was sie sich auf klar gesagt haben. Vielen Dank. Merci, als Meiere Bürgermeister. Ich kann Ihnen versichern, wir schaffen an der Kontinuität.
Und ich meine, als nähere Bürgermeister, die froh ist, bescheiden bleiben, mir in DF einfach Meriter, die in der Sänger Legislaturperioden kreiert hat, die dürfen aber gerne mit hinholen, weil an dem, was die Revue passiert, was Rolle hast du aber als gewissen, dass der Weg vom Eco-Büro über den Service du Développement Durable et d'Urbanisme, dass dort zwischen ganz viele Etappen geschieht sind von Renaturierung über neue Taxereglementer, die alle dazu beigetragen haben, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich wirklich so den Développement Durable, als bei uns nicht etwas für die Mauerblümchen da sein feiert, nicht etwas für wirklich eine Priorität ist. Ich will auch so ein sich munzig verändern, trotz allem, der GI bleibt erst nämlich die Klimabüroder und den Energiebüroder. Wir haben an der Person vom Ferner Jungmann, die noch heibannen ist mit dem geringen Pullover da an. Ich weiß nicht, ob den Haut extra so rausgesicht war oder weil gewusst hat, dass es heibannen ein bisschen mehr ist wie normal. Hin ist also als neue Klimabüroder, hin ist Gang Eis zu formen, aber wenn hin wirklich richtig an anders, da werden wir hin auch formen. Ich sage, da muss schon direkt als sympathischen Gest vis-à-vis von all den Aktivitäten, die es für die Gemeinde am Klimabereich muss. Madame Minister, das mal etwas angefallen, wo Herr Schreiner gesagt hat, wir sind auch über die Grenze raus aktiv. Wir haben ein Fairtrade-Team, das ist ganz aktiv. Und das Fairtrade-Team hat eine Relation mit Irsch, mit Markala am Honduras. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die endet dann im Recycling-Center zu Schöffling. Ich will die Wegschnecke einfach rappellieren. Also wir haben über die Fairtrade Lützeburg Kontakte gekriegt zu einer Kaffeesrechterei oder Kaffeesgesellschaft am Markala. Und der Fairtrade hat uns gefragt, ob man nicht den Kaffee, den du hergestellt wird am Fairtrade-Bereich, ob man den nicht in Lützeburg und dann zu Schöffling als Schöfflinger Kaffee verkaufen. Das ist kein Produit du Terroir, das ist ein Produit, den ihr zu Schöffling exklusiv kriegt. Der Kaffee, der wird an der Moulin Diesbuchmänglisch produziert, gerichtet. Und das ist wirklich ein exzellenter Kaffee. Die hat nicht einmal zu dienen, ich weiß das, aber ich kann einfach sagen, dass es ein exzellenter Kaffee ist. Mit Situation ist die Hai. Die Kaffeesgeschichte hat angefangen mit dem Herrn Rodolfo. Ja, das ist egal, mit dem Herrn Rodolfo. An dem sind Frau aus EU mich spät nach ein Kehr auf Lützeburg kommen, für uns Merci zu sagen, dass wir die Kaffee dann hier produzieren. Also sie war ganz daran interessiert, für das Recycling-Center zu Schöffling kennenzulernen, weil scheinbar am Markala, am Honduras, du hast Recyclage von Material, den hast du nicht ganz groß geschrieben. Du gibst viel Litring gemäht, gehen ein bisschen mehr wie bei Eis. Und dafür war sie interessiert, für zu gucken, wie das dann hier funktioniert. Wenn wir am Recycling-Center waren, wollte ich die Geschichte erzählen und wenn ich es vergisst, dann finde ich das noch geholt. Also, ihr seht nicht nur Bekanntheit zu Schöffling, aber ihr dann eine Relation an Marktlehrern, an über das Recycling-Center, gibt noch eine Idee vom Recyclage, die auch nach dahin weitergedreht. Weil er das gesagt gebe ich ganz gerne als Emil Eicher, den Präsident vom Civicol. Wir haben den neuen Locher ganz viel hören über die Umsätze, wie wir das gemäht haben. Heinz, das wird vielleicht kompliziert, nur zu vollziehen, mit das etwas, was den sich soll zu Herzen holen. Und ich denke, den Emil Eicher, Präsident vom Civicol, dem mit einer ruhigen Hand, mit viel Geduld, mit viel Diplomatie, versucht, die Allianz von der Gemeinde bei ihnen zu halten. Dem gehe ich dann laut vor, dass er uns erklärt, für ihn dann nur all die anderen 100 Gemengen, die noch nicht heibannen sind am Saal, auf die Spur kriegt. 101 Gemengen auf die Spur kriegt. Voilà, Emilius Furt. Madame Umweltminister, Madame Carol Diesbusch, lieben Paul, Bürgermeister hier zu Schöffling, Roland, auch flott für dich hier zu gesehen. Auch Madame Margie Kronen war das eine ganz flott Präsentation für uns gemacht, wo ich schon viel beigelehrt habe, und noch die Umsetzung der Funnerei zu Schöffling durch den Herrn Albert Kalmes. Liebe Kolleginnen aus der Chambre, liebe Kollegen aus den Gemeinden, der Mitarbeiter aus den Gemeinden, für dich will ich mal merci sagen, dass wir überhaupt heute den Tag konnten organisieren, weil letztes Jahr hat man ja schon einen Zusatz gemacht, dass durch Corona leider nicht realisiert gehen, dafür umso mehr froh, für das aber durchzuziehen und dass das dann noch zum Teil über die elektronischen Medien und all interessiert Leute führen geht, da doch eine ganz gute Idee. Ich meine, wir haben an den letzten Jahren schon teilweise dazu gewinnt, dass wir Videokonferenzen
am laufende Band tun mit geht aber neich drüber van sich her nur bei en Tas Kaffee an den Crossen er kann bei den Durchstellen an der bis man ne quatschen einen Austausch machen. Das ist extrem wichtig, dat man von dem anderen lehren. Das hier als auch schon gesot gehen, die sind eng Pionier gemein. Dat wundert den net van de Lo dem Roland sein Viertrag gelauscht hat 25 Jahre Experiz. Ich meine, denke, das ganz wenig im Land, die auch die Tradition haben, das Bewusstsein. Und du hast einen Mann, den will ich aber rausstreichen, das ist der Guy, weil ich meine, hin aus Herz und Seele von denen Ideen, die hier mit umgesetzt sind. Und das ist der Minister Umwelt für mich heute zu Lützeburg. Dafür ganz herzlichen Merci. Auf der einen Seite ist es ganz flott, Konzepte zu erstellen, mit müssen sie auch umsetzen. Und das Umsetzen, das tut ihr ganz schnell verstehen, das hat er mit den Leuten gemacht. Weil ohne die Leute ist es ganz schwer, auch eine tiefgreifende Wirkung zu haben. Und das Resultat hat es bewiesen, die hat alles mehr wie richtig gemacht. Was ich auch flott fand, dass der Opposition an Majorität an einem Tisch sitzt und an einem Strang zieht. Ich meine, das ist doch, was Carol Firas gesagt hat, das ist extrem wichtig, Kräfte zu bündeln. Und das muss den über politisch Limiten raus, wenn ihr wollt, einen langfristigen Approach wird. Das tut er eigentlich aber hinkriegt und ihr macht das ganz, ganz gut. Ja, wenn ihr seht, etwas umsetzen, da müssen sich auch Moyen gehen. Und bei den Moyen hält es da bei den Gemeinden schon ganz oft ab, weil man ein ganz Party aber Kleingemengen und übertauschend von unseren Gemeinden sind unter 3000 Einwohner. Und da muss in eng Masskritik kommen, wie sich organisieren kann. Allein ist das ganz schwer. Der Redner Kanton hat ganz frei verstanden, dass sich muss an ein Syndikat zusammenfinden, wenn er will gemeinsam Strategien umsetzen. Es geht nicht lange dort, die zu holen, muss so können umsetzen. Und der Camille Gira war da von den wirklich den Fox Vive, den da immer im Kerch angezogen hat. Er hat nicht nur eine wirtschaftliche Entwicklung da gemacht, er hat auch für allem damals schon auch auf Dörferneuerung, Dörferentwicklung hingewiesen, was für die ländlichen Gemeinden extrem wichtig war. Und das ist schon Nachhaltigkeit, damals vielleicht aus einem Aussatz und Zwischenzeit, wenn man natürlich als auch verbessert, auch an der Approche. Ich meine, Maggie hat als Geologe gesagt, was für Utien, das man noch kreieren, das ist extrem wichtig. Das ist auch wichtig zu quantifizieren, was man erreichen. Und das bedeutet natürlich auch einen gewissen Aufwand. Für den Aufwand hinzugehen, müssen sich professionalisieren, muss Leute kreieren, die das nicht nur mehr leben lernen, sondern wirklich, so wie die Teilnehmer und Zwischenzeit mit 12 Leuten umsetzen. Das kann er als Syndikat ganz gut machen. Naturparke machen das auch ganz verstärkt. Die drei, die wir haben, ich kann just sagen, dass wir in letzter Zeit eine halbe Dose Leute angesagt haben, genau an denen Bereiche, Park Klima, Park Logement, an denen auch Energiegestion, Lichtverschmutzung. Du brauchst einfach Spezialisten, wenn du etwas willst umsetzen, sonst kriegst du das nicht hin. Ich bin auch froh, dass bei den Pilotgemengen auch ländliche Gemengen dabei sind, weil eine städtische Gemeinde hat dann ein Problem wie eine ländliche Gemeinde. Zusätzlich sind auch wahrscheinlich eine Kommunikation, also in einer, wenn wir von Kommunikation sprechen, auch da ist es extrem wichtig, für das man sich zusammensetzt, dass es Einspruch gibt an einer ganzen Gegend, an nicht Hüttel an hier, wo er nur kein Mensch sich rümpfen, es müssen sich einfach Guidelines geben. Die hat es als Schöffling extrem viel gute Beispiele geben. An ihrer Strategie, an der Vergangenheit, mehr aber an der Vision, die da hat für eine Zukunft, die Umsetzung zu machen anhand von konkreten Beispielen, könnte man ja das ja ganz flott von Herrn Kalmes gewissen. Da geht das schon viel mehr verständlich, wenn man das so guckt, weil wenn man den Text so einfach durchguckt, dann muss ich noch schlagen und denke, mein Gott, wie kriegen wir das tun? Da hin und wo kriegen wir die Informationen? Wenn er aber natürlich nur gesagt, die Viererbig, die hier gelegt, das ist aber wirklich extrem wichtig, auch für die anderen Gemeinden. Wir können von euch lernen, wir sollen das auch machen. Und dafür ist eine Plattform wichtig, das zusammen schaffen, nicht nur hier, wir haben nur auch am Alltag einen Austausch von Informationen. Brauchen nicht immer alles neu zu erfahren. Gut aufschreiben, das auch als du gut. Zwar nicht zu viel, wir sollen aber auch es richtig machen. Auf der anderen Seite will ich auch so, wenn wir
an dem Sinn zu summen schaffen auch mal diese Syndikator, die wir schon haben. Ich denke, du und Wassersyndikator, die auch im Umweltbereich extrem aktiv sind, oder Doofwassersyndikator, wir hatten noch viel also von den Syndikaten, die Müllverbrennungen Vererbichtung machen. Das sind ja die größten Syndikaten, die wir überhaupt am Land tun, die auch die Möglichkeit los schon nutzen, für immer mehr nachhaltig auch zu investieren, zu denken. Aber ich denke aber auch an die Sigi. Und ich habe hier auch dem Karol schon gesagt, der Sigi hat sich noch nicht wie spät wie gestern bei mir beschwert, dass sie gesagt haben, an Europa hat als über 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für Transition digital, dann noch an der Gouvernance zu machen. Mit Gemengen haben davon nicht 1 Cent davon mitgekriegt. Und just da meine ich, also das war wichtig, weil das ja als Partner, wenn wir Digitalisierung wollen, umsetzen, all die Données, die man hier auf Plattformen los ist, muss ja verschafft gehen. Und sie müssen dann auch irgendwo ein Kehr nutzbar gemacht gehen. Da müsst wir haben einen extrem großen Know-how-Bedarf, das muss unbedingt geschehen. Und ich will da ein bisschen noch Lobbyismus für die Sigi hier machen, weil sonst verlieren wir die Schlappe, wenn wir es nicht geschwind mehr wie drücken. Also die Gesetzindikator spielen eine extrem große Rolle auf allen Niveau, für große, für kleine Gemengen. Und ich meine, zusammen kriegen wir das hin, wenn wir das an der Service-Philosophie machen, wie die heute zu Schöffling, da kriegen die anderen 101 Gemengen das auch hin. Dafür ich denke, einen ganz großen Merci an Injo für die Nullstre. Merci den Emil. Ich meine, wir haben uns viel inspiriert als Gemeinde, so eine Stadt mir nicht aufgeschrieben, wir haben inspiriert, an die Inspirationen haben wir teilweise auch umgesagt, aber das hat mir so vielleicht neu erfunden, wenn dich du inspiriert hat, das zu machen, dann ist es herzlich willkommen, das so zu verwenden, wie das an seiner Notwendigkeit findet. Aber wir sind dann zum Schluss von unserem Nachhaltigkeitstag. Ich will einfach jedem einzelnen Merci sagen, den heute hier interveniert hat, den hier Vordergraf hat, den heute alles präpariert hat. War ein bisschen schön, wir hatten letztes Jahr effektiv ein bisschen mehr wandernde Segel, wir hatten über 100 Ummeldungen, wir waren zwar am selben Zeitraum, wo wir das organisiert haben. Ich meine, dafür hat ihr alle einen ganz großen Merci verdient von unserer Seite, dass der Reis nur gelauscht hat, dass inspirieren gekommen sind und dass das wird vielleicht auch umsetzen. Ich will neben dem Merci noch einfach vielleicht so, ein Gemeinde Schöffling bleibt im Ball, nicht nur, dass wir neue Klimabruder angesagt haben. Ich will dem Minister mal auf den Weg gehen, dass wir das am Klimapakt 2.0, was wir da unterschrieben haben, dass wir das ganz echt werden holen. Wir haben eine Reihe von Deliberationen an unserem Chefrat und noch an unserem Gemeinderat geholfen, die Aktivitäten, die Menge de Prima Development Durable noch zu dienen haben, für die den Klimapakt respektive das Klimateam valorisieren zu lassen und noch zu verstärken. Wir sind relativ gut unterwegs mit einer Partizipation von unseren Mitbürgern auf vielen Themen, die wir machen, mit dem Masterplan mit den Leuten abgestaltet. Wir werden noch den Dossier von dem Development Durable respektive dem Klimapakt auch am Kader von einer Diskussion, von einer Partizipation von den Bürgern werden wir das lancieren. Wir haben uns die Aufgabe gemacht, als Kommissionen mit den Themen vom Klimapakt 2.0, da wo sie konzerniert, zu beauftragen, etwas zu machen. Wir haben als Verkehrskommission zwar noch nicht umgenannt, aber die Verkehrskommission soll nur eine Mobilitätskommission sein, die das mehr aus der Sicht von der Mobilität wird umgehen. Wir sind auch umgegangen zu gucken, ein Jugendklimateam auf die Beine zu setzen. Wir haben an unserem Klimateam lauter interessant Leute, wir mengen aber, dass es doch wichtig wäre, außerhalb von dem politischen Kader junge Leute zu gewinnen, wann die sie von Fridays for Future, für was nicht, wann die von Greenpeace sind oder aus dem Bereich Mouvement Ökologique oder nicht, da sollen sie das machen. Wir wollen den auch politisch halten, die Gruppe, dass man nicht so aus dem Gemengerot sollen die Leute machen. Wir wollen uns da auch die Chance geben, als an unserem Klimateam, wo wir aber bestimmte Bunden immer dieselbe Wehr, da machen wir für auch neue Wehr zu gehen. Wir mengen, dass wir da eben mit dem Klimapakt 2.0, dass wir da neue Initiativen können setzen können, auch dem Naturpakt verschrieben. Wir machen noch ganz viel für Diversifizierung von unserer Fauna, Flora, von unseren Bereichen, von den Geringzonen. Wir mengen, dass es da
en och nach e bësse Luft no Uwen huet. Nun als lo 3 Ziele eigentlich gesagt am Klimapakt 2.0, die direkt enchaieren an der Bereich vom Development durable. Wir wollen schon so den klimaneutral Gemeng gehen, das vielleicht ein ganz hohes Ziel. Wir wenn sich ein hohes Ziel setzt, dann weiß ich noch, dass ich viel dafür muss schaffen. Wir haben als zum Ziel gesagt, kurzfristig, dass der geringe Strom bis 2025 für die Haushalte mindestens 15% soll sein. Wir sind schon froh, dass wir hier an der Wirtschaft können 10% vom geringen Strom können also 10% vom Strom als geringe Strom, den wir verwenden. Wir wollen die Aufallgeschichte wirklich weiter feiern, dass wir nicht die 100 Kilo direkt pro Einwohner pro Jahr Werte fallen. Wir sind am Bereich der Mobilität. Da haben wir eine Initiative gegraft, sichere Schulwege, und da haben wir gesehen, alle die Initiativen mit Mobilität, die reduziert zu gehen, am Sinn, dass man Autos immer fahren, dass Leute mehr incitiert gehen, zu Fuß zu gehen. Viel kleine Schritte, wie der Rolle gesagt hat, feiern heute zu einem Ziel, was die muss erreichen. Wir versuchen, die Leute so, wenn der von A nach B geht, da braucht er nur 3 Minuten, wenn er zu Fuß geht, an die Verleih mal, wenn er von A nach B geht, wenn er mit einem Auto fährt, ob er wirklich auch nicht 3 Minuten macht. Also es sind lauter so kleine Elemente, die wir machen. Ich will sagen, wir haben angefangen, diesen Defizit zu meistern, aber wir werden nie aufhängen, abzuhalten, als einen Ersatz für eine Politik von der Durabilität und von Klimaschutz zu machen am Gegenteil. Ich will dann aufschließen, ich noch eine gute Hand wünschen, wenn so Glasgow kommt gut durch und kommt gesund zurück. Das ist das Allerwichtigste, was wir an diesem Tag immer noch brauchen. Und es tun nicht alle gut, merci für Ihr Engagement, für den Tag von heute, dass aktiv dabei war. Schon keine Message, ob meine Frau kriegt, geht es nach Kaffee? Es geht nach Kaffee. Wir gehen keinen Ehrenwein, dafür geben wir einen guten aus dem Markala, aus dem Honduras, fairtrade gehandelten Kaffee zu schmecken. Und das meine ich auch ein kleiner Crosser nach möglich, wenn wir so nicht alle schon fidrogiert sind. Das ist nicht der Fall. Los, ich stehe da gut schmecken. Vielmals merci an Eddie.